Das politische System in Luxemburg. Die Demokratie in Luxemburg wird von einer Vielfalt von Akteuren geprägt. Sie haben einen Einfluss auf politische Entscheidungen. Die BürgerInnen wählen Abgeordnete, die sie im Parlament vertreten. In Luxemburg also die Chambre des Députés. Um an den Parlamentswahlen teilnehmen zu können, müssen BürgerInnen die luxemburgische Nationalität haben und mindestens 18 Jahre alt sein. Übrigens, Nicht-LuxemburgerInnen können unter bestimmten Bedingungen an den Gemeinde- und Europawahlen teilnehmen. Auf lokaler Ebene sind die Gemeinden zuständig für die Belange der EinwohnerInnen und für viele praktische Fragen des Alltags. Zurück zum Parlament, der Chambre des Députés. Die gewählten Abgeordneten können neue Gesetze vorschlagen. Meistens kommt die Initiative aber von den Mitgliedern der Regierung, den MinisterInnen. Sie schlagen die Gesetze vor und orientieren sich dabei oft an europäischen Richtlinien. Wenn die Gesetzesvorschläge eingereicht wurden, diskutieren die Abgeordneten darüber. Sie können Änderungen einbringen und stimmen schließlich ab. Vor der Abstimmung überprüft der Staatsrat, ob die Vorschläge mit aktuellen Gesetzen und der Verfassung vereinbar sind. Der Staatsrat besteht aus ExpertInnen, die sich gut mit den Gesetzestexten und anderen wichtigen Themen auskennen. Der Staatsrat kann dann Einspruch erheben und somit die Abgeordneten zu Änderungen auffordern. In einer Gesellschaft gibt es aber viele verschiedene Interessen. Demnach gibt es auch unterschiedliche Gruppen, die versuchen, die Gesetzesvorschläge in ihrem Sinne zu beeinflussen. Man nennt sie Interessengruppen. Sie setzen sich für ein bestimmtes Thema oder verschiedene Personengruppen ein. Um die Meinung der Politik und die der BürgerInnen zu beeinflussen, organisieren sie zum Beispiel Studien, Demonstrationen, Kampagnen oder treffen sich mit politischen VertreterInnen. Die Berufskammern vertreten ihrerseits die Interessen ihrer Berufsgruppe. Sie begutachten die Gesetze und veröffentlichen eine Stellungnahme, wenn ihre Berufsgruppe von einem neuen Gesetz betroffen ist. Nachdem neue Gesetze im Parlament gestimmt wurden, werden sie vom Staatsoberhaupt, also dem Großherzog, verkündet. Die Gesetze werden außerdem im Amtsblatt veröffentlicht. Nach der Veröffentlichung der Gesetze sorgt die Regierung dafür, dass sie umgesetzt werden. Die Gerichte wenden ihrerseits die Gesetze an, wenn sie bei Streit Recht sprechen. Die Arbeit der Regierung wird kontrolliert. Die Abgeordneten können Fragen stellen, die die MinisterInnen beantworten müssen. Sie können unter anderem die Regierung zu einem bestimmten Handeln auffordern. Auch die Medien üben eine Kontrollfunktion aus. Radio-, Fernseh- und Zeitungsjournalisten und Journalistinnen recherchieren, informieren und kommentieren politische Ereignisse. Sie können Missstände aufdecken. Viele Akteure wirken also bei politischen Entscheidungen mit und kontrollieren sich gegenseitig. Das macht eine Demokratie aus.